Ein schöne gute Mittag, die Damen und die Herren. Ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser Pressekonferenz, sowohl hier am Saal, wie aber auch von daheim aus, vom Büro aus, vom Handy aus, wo der als gerade nachguckt. Ihr wisst, dass no dem Lockdown oder Lockdown rund um die Feiertage es ermöglicht hat, dass man die Situation von Covid-19 an den Schulen wie allgemein hier am Land da viel mehr entspannt haben. Und aber aus dem Moment für uns Sorgen zu machen, und aber aus dem Moment auch für uns echt Sorgen zu machen. Und das werde ich damit annoncieren, das ist sicherlich für den einen oder den anderen überraschend, weil das so nicht erwartet wird, aber weil er sicherlich auch sich mit der Situation, wie wir sie haut gesehen. Und ich will so, dass für uns beide schon ist auch noch ganz ernst das gesehen, sich so mit der Situation noch nicht auseinander gesagt hat. Die Rezententwicklung werfen eine ganze Reihe von Frohen, ob die man haut nach kein definitiv Antworten haben. Ich mache heute drei Konstanten, die man an der Doterform an der zweiten Welle am Hirste, an dem Monat Oktober, November, Dezember nicht konnte machen, weil die Situation offensichtlich haut eng anders ist, wie an den Monat verdrüben. Und der zweite Welle haben wir ganz besonders gemerkt, dass die Jungen par rapport zum Covid selbst reagiert haben, wie die Gesamtpopulation. Die Zahlen sind hochgegangen, hochgegangen, mit der Gesamtpopulation, wenn der Covid mehr präsent an der Gesellschaft war, waren noch mehr präsent bei den Jungen, waren mehr präsent an den Schulen. Dono, wo dann Ende Dezember Ugang schon war hochgegangen ist, also doch bei den Jungen nächst deutlich hochgegangen. Heute stellen wir fest, dass es gerade bei den 0 bis 19-Jährigen ist, wo Zahlen hochgehen, ja auch deutlich hochgehen par rapport zu der Woche für drüben. Letzte Woche hatten wir 260 Positivfälle bei Jungen zwischen 0 und 19 Jahren. Die Woche für drüben wären der 150. Plus also von 64% an einer Woche. Und das geht uns zu denken, geht uns besonders auch zu denken, weil die Entwicklung da sich auf jeden Fall für die dritte Woche entkoppelt von der Entwicklung von der gesamten Population. Und dafür stellen wir hier einfach fest, dass wir eine neue Situation haben, wie das nach an den Wochen am Hirst, am November, am Dezember der Fall war. Am Hirst war es doch so, dass man davon aus konnte gehen, dass man zwischen 10 und 15% von den positiven Fällen bei den Jungen, dass da Infektionen waren, die an der Schule konnte stattfinden. Ihr wisst, dass man da eine Szenarieregel haben, wo man bei einem einzigen positiven Fall in einer Klasse davon herausgehen, dass das echt eine Infektion von außen war. Und dass bei mehr Infektionen man dann davon können ausgehen, dass es doch an der Schule zu Infektionen kommen. Das waren 10 bis 15% am Hirst. Es sind heute ungefähr 25 bis 30%, die wir da feststellen, ob das Woche, ob die letzte Woche geguckt, die Chiffren, die wir heute können annoncieren, haben wir am Szenario 1 201 positive Fall, am Szenario 2 bis 4 89. Und das machen rund 30% aus von all den positiven Fällen bei der Schulpopulation, bei den Schülern, bei den Enseignants zu summen. 25 Schüler an Enseignants waren an einem Szenario 4, das heißt, wo man wirklich von einer Infektionskette musste schwätzen. 19 Klassen waren da insgesamt betroffen. Und das sind Chiffren, wie man sie für drun an dem Monat November, an Dezember nicht kann tun, ob schon mal deutlich mehr Junker hatten, deutlich mehr Enseignants hatten, deutlich mehr Schüler hatten, die positiv getestet wurden. Ein dritter Constat, den wir machen, das ist, dass wir viel mehr große Clusteren haben, wo wir ganz schnell ganz viele Fälle haben, die bei ihnen auftreten. Wo ihn eigentlich von einer Woche auf die andere merkt, dass der Virus ganz schnell weitergegangen ist, wo wir nach am Hirst gelehnt hatten, durch die Mesuren eine Mise à l'écart von der Klasse oder eine Quarantäne ganz schnell anzufangen, dass das hier
nicht immer gelingt. Die Beispiele sind ich größtenteils bekannt, weil man Hunse Alkeias Orlo an den letzten Tag kommuniziert, sicherlich wo dazu ganz viel positive Fälle kommen als Schöffling, wo die 3 Schulen an der Gemeinde Schöffling insgesamt in den letzten 3 Wochen 46 positive Fälle hatten, Enseignern und Schüler zu summen. Eng Schule mit 26, eng andere mit 19 und eng mit engem Fall. Da haben wir dann auch gestern dezidiert, dass der ganze Zyklus 2 in Quarantäne soll gehen, soll getestet gehen. Selbst wie wir das an andere Schulen für Druck machen, Waldbüllech, Fußball zu Daverding, zu Peiting, Fehlchen, also weiter. Nach ist das dort ein Phänomen, das ganz limitiert ist, den auf wenig Plätzen beschränkt, also auf ganz vielen anderen Plätzen, auf ganz vielen anderen Schulen, an anderen Gemeinden, ist die Situation noch ganz entspannt, ganz ruhig. Und noch dafür so, dass wird das, was wir heute dezidiert tun, dass den einen oder den anderen ganz stark überraschen. Aber an den Schulen, an den einzelnen Schulen, wo wir so eine Situation haben, da ist es ganz, ganz schnell gegangen. Wir denken, und das ist eine Analyse, die wir aufgrund von den Chiffren machen, von den Konstanten machen, dass der Virus haut, Verhalten vom Virus haut, ändert, als wie das, was wir nach an den Main verdrun kannten. Wir stellen uns froh, ob wir neue Varianten oder doch neuer, der britischer Variante vom Virus zu dienen, so wird auf viele Plätze am Ausland auch mittlerweile festgestellt werden, zu großer Aufregung, ja, und auch zu Konsequenzen für den ganzen Schulbetrieb gefordert wird. Davon müssen wir heute auf jeden Fall ausgehen, gerade so, wie wir da müssen davon ausgehen, dass dann die nächsten Wochen, dann die nächsten Monate die britische Variante, respektive andere Varianten zu Lützeburg allgemein echt der Dominantwerte sind. Und da fährt man schon, dass die Situation, die man heute auf einzelnen Plätzen, an einzelnen Schulen haben, dass das echt der Regelwert sind, wo die Haut nach der Ausnahme ist. Dafür sind wir der Meinung, dass es gerade so wichtig ist, vorsichtig zu sein. Auch an einem Moment, wo jeder sich auf eine Entspannung schon bald gefreut hat, wo die Impfe nur gefangen hat, wo wir hoffen, dass wir da irgendwann ja dann von der Pandemie können gesehen und greifbar no wird kommen, gerade lo gilt aufzupassen, ganz vorsichtig zu sein. Es gibt keinen Grund für zu frei not zu lassen, und es gibt auch keinen Grund für lo zu spät zu reagieren. Wir haben die Chiffren do gestern bei unserem Minister analysiert, wir haben sie de Moien Reinkeier mit der Santé analysiert und diskutiert, dann ist ganz eng auch do konzertiert, dann schon aufgrund von den Analysen, aufgrund von den Gesprächen, die wir hatten, eine ganze Reihe von Decisionen geholt. Grundschulen und Kompetenzzentren werden die nächste Woche zu bleiben, ab Montag. Bis vor der Vakanz gilt hier ein Distanzunterricht an der Form, wie wir noch an der ersten Woche von diesem Jahr hatten, also nur der Christvakanz hatten. Die nächste Woche wird dann auch Schul daheim on air online gehen, aber am Donnerstag werden all da 2 Aktivitäten für Artikel angeboten gehen für die Schulaktivitäten, die Enseignern dann auf Distanz mit ihren Schülern machen, noch können zu unterstützen und zu ergänzen. Eine ähnliche Situation haben wir an der Musikschule, noch die werden auf den Distanzunterricht umschalten, Distanz für Kuren, allerdings werden Einzelexamen weiterhin können stattfinden, weil die auch gerade in der dritten Woche geplant waren. Auch Maison Relais, auch sämtliche andere Jugendaktivitäten bleiben zu, das von diesem Weekend und bis nur der Vakanz. Krechen werden bleiben. Da haben wir keine ähnlichen Situationen feststellen, wie das an der Schule bislang war. Wir werden aber auch hier ein Stück weit mehr vorsichtig sein wie in der Vergangenheit, nämlich bei all Kontakt mit einem positiven Fall direkt eine Quarantäne machen, sowohl für die betroffenen Kinder wie auch für das Personal. Schon de Morgen, auch kurz mit dem Sportminister Dan Kersch konnten darüber schwätzen. Und das ist auch nicht mehr logisch, dass wenn wir sämtliche Betreuungsaktivitäten einschränken, wenn wir sämtliche andere Jugendaktivitäten zumachen für die nächsten 2 Wochen,
dass dann auch der Sport eingeschränkt wird, für Kanner und für Junker, dafür wird Vereinsaktivitäten, die sportlichen Vereinsaktivitäten an den nächsten 2 Wochen nach Schüsterbausen stattfinden für Kanner und Junker bis 18 Jahre. Die Lycée-Schüler hätten sowieso nächste Woche Vakanz gehabt, das hat man im Jahresrhythmus, mit dem Semesterrhythmus den, wo ja 2 Wochen Vakanz außer der Premiere, da bleibt es auch dabei, dass nächste Woche eine Schulwoche ist, ein Präsenzunterricht wird Sinn. Für aber da auch für die nächste Sicherheit zu sorgen, werden wir mal an der Schulen Ordonnancen für sämtliche Premiers Schülerinnen und Schüler verdelen, dann die sich können testen, gehen lassen, für zu gucken, ob man dann auch die Virusvarianten, von denen wir heute schwätzen, an denen wir ganz besonders gefährlich sind momentan, für die können schnell zu detektieren. Ähnlich als es an der Berufsausbildung durch den Projekt Integrieren und Programm auch für die nächste Woche die Werte stattfinden, weil für uns besonders wichtig ist, Premieren an all die anderen Aufschlussklassen gut auf ihren Aufschluss können zu präparieren. Aber bei der Berufsausbildung ist es auch so, dass die Zeit beim Patron auch wird stattfinden. Es geht also weiterhin als eine Ausbildung auch bei den Patron, auch wenn nächste Woche eine Schulvakanz als an Schule nicht wird funktionieren. So wie gesetzt vorgesehen, können die betroffenen Eltern von Kanner zwischen 4 und 13 Jahren in diesem Fall dann auch nicht von einem Congé pour raison familiale profitieren, dass wir nächste Woche, da Woche für Kursvakanz, für die Woche danach, also für die nächsten 2 Wochen, falls sind also keine andere Möglichkeit hat, sein Kanner zu betreuen, ob sein Kanner aufzupassen, sich nicht anders das kann arrangieren, kann in einem die Demande machen für die Congé pour raison familiale. Ich will heute einen wärmen Appell auch machen. Wir haben einen Appell an Eltern und Familien, die Zeit auch zu nutzen, für Sozialkontakte wirklich anzuschränken. Das möchte nicht mehr sein, dass wir auf den Distanzunterricht gehen an der Grundschule. Das möchte nicht mehr sein, dass wir Maison Relais zumachen, dass wir keine Jugendaktivitäten zumachen, wenn wir wirklich die Zeit nutzen, für auf Distanz zu bleiben, für Sozialkontakte auf ein Minimum zu beschränken, weil man sonst fährt, dass das wird an der Schule im Moment nicht stattfinden kann, weil es so ist, dass das natürlich anders stattfindet, nämlich Infektionen, die man finalement nicht mehr kontrolliert kriegen. Und dafür appellieren ich wirklich, ganz echt zu holen, die neuen Virusvarianten sind. Ändert uns, wir merken das an unseren Zahlen, dass da, wo sie sind, dass man sie nicht mehr gut kontrolliert können kriegen. Und dafür sollte man die Chance ganz echt holen, für die Zeit zu nutzen, die Zeit zu gewinnen, an Verbreitung von den neuen Virusvarianten doch deutlich aufzubremsen. Ich weiß, was das heißt. Ich weiß, was das heißt für Kinder, für die Jungen, für die Eltern, für die Enseignants, für die Edukatoren. Was das für sie bedeutet, dass Schule, Maison Relais, viele Kinder und Jugendaktivitäten in unserer Gemeinde zugehen. Ich muss sagen, schon mit meinen Kindern zusammen Kaffee getrunken und ich hatte nicht den Courage, für ihnen zu sagen, was ich heute dezidieren und was ich heute gegen annoncieren. Weil ich schon gesehen wie mein Jüngsten den gestern aus seiner Quarantäne rausgekommen ist. Gestern sein negatives Testresultat gekriegt hat, an der Mitte Stunde, am Mitte direkt voller Begeisterung an die Schule gegangen ist, wie ihn sich gefreut hat, für zurück an die Schule zu kommen, schon die Morgen, die was Herz bricht, für zu sagen, dass aber meindisch in unserem Enkel die Schule daheim geht stattfinden und ich weiß, was mir den Abend bevorsteht, wenn ich heimkomme, nämlich das am Detail auch nach Enkel zu erklären, dass das wird all Mam und dass das wird all Pap den Abend für uns schön für das Tote nach Enkel zu erklären. Weil wir wissen, dass wir wohl mit ganz viel mehr Engagement den Distanzunterricht und Funktionäre gekriegt haben. Das haben wir noch einmal gesehen an der 1. Januarwoche, dass Schule daheim stattfinden kann, dass der Lehrprozess weitergehen kann, dank dem Engagement von den Enseignants, vom ganzen Schulpersonal, von den Eltern, aber auch daheim und sicherlich auch der Manier, wie die Schülerinnen und Schüler da gehen, dank der Maîtrise von der Technik, dank der Kommunikation, die dadurch möglich ist, dank auch der Manier, wie man mit den Noten auch an der Grundschule mittlerweile ganz differenziert, adaptiert und besoin von dem jeweiligen Schüler, von der jeweiligen Schülerin
können den Unterricht anbieten. Mit das wird man nicht können ersetzen beim Distanzunterricht. Das sind die Sozialkontakte und das ist aber genau das, was die Jungen gerade so brauchen, wie einen regulären Unterricht. Und dafür weiß ich schon genau, was man für allem von den Kindern, auch von den Jungen, Heinis einmal verlangen. Mit das notwendig für uns die Zeit zu gehen, an die Analysen zu machen, an die Informationen bei ihnen zu drohen, für das wir eine richtige Abschätzung von der Situation können machen und das auch die Zeit, die wir brauchen, für uns auf die gegebenenfalls neue Situation, die neue Virusvariante mit sich bringen, von uns neue Decisionen auch werden verlangen, für uns darüber anzustellen. Wir haben heute noch nicht alle Informationen zu summen, die wir brauchen. Bis nächste Woche werden wir weiter analysieren, wir werden konsultieren, wie ich das immer gemacht habe, Direktoren von den Schulen, die Seniorsvertreter, die Gewerkschaften, die Elternvertreter, Schülervertreter. Und da werden wir noch einmal dezidieren auch, wie es nur der Fußvakanz weitergeht, weil mein Optimismus hält sich da an Grenzen, dass man mit der Normalität, wie wir es bislang hatten, falls es sich konfirmiert, dass die neue Virusvarianten die Aggressivität und den Tag legen, wie wir auf Plätzen, auf Purplätzen recht gesehen haben, falls das sich soll generalisieren, da wird man sicherlich auch zu neuen sanitären Mesuren müssen kommen und zu neuen Einschränkungen müssen nur davor sind kommen. Und das wollen wir bis spätestens Ende nächster Woche dezidiert tun. Spielen dafür mehr Verständnis, dass das Decisionen so stündlich können, so unerwartet könnt, wie man vom Himmel gefallen könnt, wo ein Dach gemengt wird, nur der Feiertag, nur dem Lockdown hätten wir eine ganz entspannte Situation. Nun, die Indizien, die wir haben, die Chiffren, die wir haben, die Situationen, die wir kennen, weisen, dass wir doch momentan an einer Situation sind, wo wir müssen reagieren. Und ihr wisst, dass ich echt die Schule einen Tag mehr lang will abhalten, wie sie einen Tag zu früh zu machen. Wir haben nicht alle Informationen mit denen, die wir haben, die gehen uns wirklich an Richtung von dieser Decision. Wenn der Virus sich ändert, dann müssen noch mehr Reis aufpassen, da müssen Schulen sich aufpassen, da müssen Betreuungsstrukturen sich aufpassen. Und das wollen wir an den nächsten 2 Wochen gucken, an dezidieren und da gucken, wie es nur der Fußvakanz weitergeht. Die Damen und Herren, falls dazu froh sind, dann gebe ich gerne darüber antworten.